Guten Morgen Schweiz! Nach einem kurzen patriotischen Intro geht's los. In diesem Video geht es um die Volksinitiative für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten. Das ist die zweite Abstimmung, über die am 29. November abgestimmt wird. Link zum ersten Video haben wir hier. Wir haben noch nicht so lange her über Flüchtlinge und Einwanderung abgestimmt. Man könnte argumentieren, dass die Ursache von Flüchtlingen Kriege sind und Kriege mit Waffen gekämpft werden und somit Waffen Ursache für Flüchtlinge sind. Die Initiative geht in dem Sinne das ganze Thema von einer anderen Seite an. Es geht um die Unternehmen, die mehr als 5% von ihrem Umsatz mit Kriegsmaterial machen. Es kann gut sein, dass ein Unternehmen zum Beispiel Schrauben produziert. Diese Schrauben verkaufen es vielleicht an jemandem, der dann mit diesen Schrauben Panzer baut. Wenn mehr als 5% vom Umsatz in so einer Verbindung steht, ist das Unternehmen betroffen. Auch zum Beispiel Flugzeugbauer, die Teile von Passagierflugzeugen bauen, wenn sie die Teile auch an Produzenten von Kampfjets verkaufen, wären sie auch betroffen. Es ist so, dass die Schweiz keine Atom-, chemisch- oder Biowaffen herstellen darf. Personenminen und Streumunition ist auch verboten und darf nicht finanziert werden. Die Initiative möchte 3 Sachen. Sie wollen, dass das Finanzierungsverbot, das es für Streumunition gibt, für alle Waffen gilt. Alle Waffenarten heisst also von Kampfjet bis Pistolen, alles. Sie fordern, dass Schweizer Institutionen wie die Nationalbank, die Altersvorsorge, AHV, Invalidenversicherung, IV, Stiftungen und Pensionskassen auf keine Art und Weise mehr Waffenproduzenten finanzieren dürfen. Das bedeutet, dass die betroffenen Unternehmen keinen Kredit mehr bekommen, keine Schenkungen mehr bekommen, keine Darlehen mehr bekommen und es dürfen auch keine Aktien von solchen Unternehmen gekauft werden. Und Aktien sind manchmal in so Fonds rein, das heisst auch die Fonds, die Teil davon solche Aktien hat, die darf man auch nicht mehr investieren. Alle die Fonds und Aktien, die sie besitzen, müssen sie innerhalb von 4 Jahren abstoßen, also verkaufen. Dann fordert die Initiative noch, dass der Bund sich aktiv einsetzt dafür, dass auch Banken und Versicherungen solche Unternehmen nicht mehr finanzieren dürfen, im Ausland und im Inland. Aber das wird gleich wie bei der Massivinitiative oder bei der Unternehmensinitiative nachher in Gesetze umgewandelt und wie die Gesetze dann genau aussehen, das kommt darauf an, wie stark sie das anwenden oder nicht, wie weit sie gehen dürfen. Also das ist noch unklar. Nochmal zurück zum Schraubenhersteller. Wenn 6% von seinen Schrauben an einen Panzerhersteller verkauft, könnte er keinen Kredit mehr bekommen und es werden keine Aktien mehr von ihm gekauft. Aber der Zusammenhang von Waffen und Flüchtlingen existiert. Und wenn man das bekämpfen will, muss man irgendwo anfangen. Also die Initiative, wie auch die anderen 29. November, die Unternehmensverantwortungsinitiativen, sind beides Initiativen und Abstimmungen nach Ermessen. Man weiss nicht so genau, was die Folgen genau werden sein. Es geht ein bisschen mehr um eine allgemeine Haltung. Wenn jetzt ein Unternehmen nur einen kleinen Teil, sagen wir 6%, eben, verkauft an Waffenhersteller, ist sehr wahrscheinlich, dass er dann aufhören wird, also den Waffenhersteller verkaufen. Der Waffenhersteller wird die Schrauben dann einfach halt bei jemand anderem im Ausland kaufen und seine Waffen gleich herstellen. Es ist ja nicht die ganze Waffe, sondern nur ein kleiner Bestandteil davon. Entscheid du frei, was für dich richtig ist. Die Abstimmung ist am 29. und brieflich abstimmen ist genug früh. Alle Quellen sind unten im Video beschrieben angegeben. Um keine zukünftigen Abstimmungen mehr zu verpassen, abonniere doch den Kanal und wenn du etwas aus dem Video genommen hast, würde ich mich über ein Like freuen. Danke. Dann wäre das Video jetzt fertig. Bleib gesund und genieße den Tag im besten Land der Welt. Ciao!